Neuer Paar, neues Glück! Willkommen zurück zu Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir machen uns jetzt endlich auf in den 4. Tempel. Den Tempel, den man wohl auch als Wassertempel bezeichnen könnte und demzufolge, naja, Petri Heil und so. Aua. Wir haben sonst diese Folge eigentlich alles weit gemacht und upgraded, was irgendwie ging. Gut, es wären noch 1, 2 Trumpf mehr gegangen, aber ich glaube, das erste haben wir soweit alles, auch schon Kraftkäfer, die Streuschleuder, Meisterfängernetz und so, also, Moment, Meisterfänger? Ja, Meisterfängernetz. Insofern würde ich mal sagen, yo, alles soweit tutti frutti, und wir gehen in den Tempel hinein und holen uns die erste Flamme. Höhlenheiligtum. Mich erinnert es ein bisschen von der Aufmachung her an Wassertempler, so Green of Time. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Na, irgendwie hat's was, oder? Überall wenn irgendwelche Öffnungen auf verschiedenen Höhen. Da in der Mitte kommen wir offenbar weiter, oder generell weiter. Okay, Wasserräder links und rechts, müssen wir irgendwie betätigen. Und da haben wir auch Tafel. Aber erstmal ganz kurz gucken. Geht die unter? Ne, offenbar nicht. So. Natürlich auch zu, weil er keinen Schlüssel haben. Ist ohne Schlüssel nicht öffnen. Ja, einen Generalschlüssel haben wir leider noch nicht, den wir immer wieder verwenden können. Ne, sobald wir einen Schlüssel benutzen, ist er weg. Das ist eigentlich so eine Zelda-Logik für sich. Symbole auf der großen Steinstatue lehren dich die Sitten dieses Landes. Was zuerst den Nacken, dann den Rücken. Nacken, Rücken. Einen rechten Handrücken, einen linken Handrücken. Nacken, Rücken, rechts, links. Hä, soll ich beten oder was? Aber wo Handrücken, da sehe ich gerade einen Huni, kann das sein? 100 Rubine. Hallo, da waren 100 Rubine, die will ich haben. Frechheit, ey. Haha. Oh. Falsche Reihenfolge, war. Hehe, sorry. Ist jetzt die Hand kaputt? Ja, ich glaube schon. Scheiße. Ist die Hand hier schon zu? Vielleicht können wir es nochmal ganz kurz resetten. Da war die Geldgier, die Rubingier ein bisschen größer als der Wunsch überhaupt hier Dinge abzuschließen. War natürlich ein bisschen doof. Ja. Aber wenn ja schon etwas hießen wegen Nacken, Rücken, rechte Hand, linke Hand, soll das vielleicht auch so machen. Obwohl, die bleibt zu. Okay, du bleibst halt zu. Wir müssen umgucken, was haben wir hier Schönes. Hier haben wir ein bisschen Wasser. Hier ist die Frage, kommen wir da rein oder werden wir abgeblockt? Ne, eine Alpha-Mauer hält mich davon ab, okay. Hinter den Wasserfall. Hat es da vielleicht was? Ja, da hat zumindest mal einen Schalter, sehr schön. Nö, auch nicht. Aber man sieht schon, dass man hier offenbar irgendwas braucht, um die Dinge irgendwie umzustellen, sag ich jetzt mal. Ich muss jetzt das Seeblatt da irgendwie umlegen, damit es wie das hier nach unten zeigt und dann den Schalter betätigen. Huch, was ist denn das hier? Hä? Kann ich da draufballern? Okay. Creepy hoch 10, aber egal. Und da haben wir... Ach du Scheiße, da haben wir wieder für Viecher. Naja. Soweit so gut, aber gerade noch ein Geschenk der Göttin gesehen. Sollen eigentlich so selten sein, aber... Haben wir jetzt irgendwie schon 5 Stück wieder.
krasse Scheiße. Die Frage ist jetzt, wenn wir wirklich so ein Item brauchen, wo kriegen wir es dann? Da sehe ich zwar was, aber dafür brauche ich oft mal wieder irgendwie einen Schlüssel. Huch! Du bist aber ein großer! Ja, Korrektur, du warst ein großer. Aber lieber, dankeschön. So. Hier ist auch nichts Besonderes. Das war die Steintafel von vorhin, das wissen wir also. Dann haben wir dort irgendwas. Und hier. Ja, okay. Ein ganz billiger Schalter, um die Tür zu öffnen. Aber okay. Ja, aber es sieht so aus, als würden wir das Dungeon-Item schon sehr früh kriegen. Denn, wenn wir uns mal hier ein bisschen umgucken. Hier sind wir bereits. Okay. Da brauchen wir das offenbar bereits. Also, irgendwie brauchen wir für alles, was man hier so sieht, offenbar das Dungeon-Item. Normalerweise heißt ja auch ein Dungeon-Item, dass wir gleich auch irgendeinen Miniboss gegenüberstehen werden. Ich glaube, ich weiß auch schon welcher. Okay, da noch nicht. Reagiert. Okay, die Wassersäule geht ja wieder mal unter oder bleibt die immer so? Warte mal, da war doch irgendwas. Ja, und so kann man die Dinger irgendwie umdrehen, also draufhüpfen quasi. Jetzt ist die Frage, ich kann natürlich alle umdrehen, nur bringt mir das überhaupt was? Bringt mir noch nicht, aber später vielleicht. Die klitzekleine Spinne wird nun von mir gekillt. Aber einmal. Frechheit sowas, mich umarmen zu wollen. Wo kommen wir da hin? Wenn jede Spinne nicht treffen, mich sofort umarmen will. So, komm runter. Hä? Wow. Das ist ja wohl ekelhaft. Stirb! Wie deine Brüder und Schwestern. Das war's hier. Ein paar Spinnen mehr nicht. Was ist schon wieder los? Trifft die 4 Steine, wie es die Sinn des Landes verlangen. Der Weg öffnet sich. Okay. Entschuldigung. Nee. So. Links, rechts haben eine kleine Schwäche. Freunde. Kein Problem. Oh Mann. Was haben wir hier? Einen Endboss? Einen Zwischenboss? Nehmen wir noch nicht. Hä? Kannst du das bitte machen, Kumpel? Der Hilfe ist eh nix. Das war sehr elegant. So, Spinnen können nicht schwimmen, das wissen wir. Was ist jetzt? Aha. Mann. Sorry, Link, mein... Alter. Schmerzhafte Dinger. Ah, okay, da ist ja gar nichts. Das ist schon mal irgendwie eine Truhe oder so.
Streuschuss! Oh, no. Ja, nun? Hat irgendeiner von denen irgendwie etwas Spezielles für uns? Aha! Ich hätte ja ein bisschen umgucken sollen. War aber irgendwo. Was anderes gerade. Irgendwo hin müssen. Oh, da geht's nicht weiter. Schade. Uch, warte mal, da ist noch was. 20 Rubine! Will ich. Wir haben uns noch ein bisschen was und theoretisch haben wir auch schon überlegt, ob wir eigentlich wieder offscreen so ein-, zweimal zum Rubin-Roulette gehen soll, also Rubin-Roulette-Insel. Den Trick, den ich einmal erwähnt hatte, soll es eigentlich ganz gut klappen. Okay, das wird nicht funktionieren mit dem Wasser, mit dem Sauerstoff. Ja, ich weiß, Linke geht gerade hoch. Du musst das auf den Kumpel, das lasse ich nicht zu. So. Sag mal. Gyrosensor. Gut, ist nicht nur der Gyrosensor, ist generell schon unter Wasser, ist immer so. Aua. Das geht in den Kopf, das geht in den blauen Fleck. Na, komm schon, Link, da hoch. So. Zwischenboss? Ich glaube nicht. Nee. Hä? Ist Dungeon einfach. Das Dungeon einfach so? Nee, oder? Wir haben einen kleinen Schlüssel, okay. Ja, dann weiß ich jetzt auch, wo wir jetzt hinkommen, beziehungsweise. Wow. Kommen wir eigentlich so zurück. Jo! Und die Klamotte wieder mal nass. Was willst denn du hier? Keiner hat dich eingeladen, Kumpel. Okay, zumindest schon mal einen kleinen Schlüssel. Das heißt, jetzt geht es in die Mitte des Raumes. Das ist ja fast schon ähnlich wie beim ersten Tempel. Wo es erst das Dungeon hatte beim ersten. Also beim Mittelraum gab. Könnte man sagen. Macht irgendwo auch ein bisschen Sinn, wenn es hier sein würde. Aber wie sollen wir sonst weitermachen? Was ich brauchen könnte, höchstens die Bomben. Ganz kurz gucken. Stimmt die Steuerung? Ja, sieht soweit gut aus. Gut. Immer noch nicht. Okay, das sieht aus nach einem Master Key. Jetzt ist die Frage... Ja, da unten ist unser Zwischenboss. Den drehen kann ich nicht. Nee, ich kann mir schon denken, wie es funktioniert. Okay, dann komm mal. Ein Schnellforstmeister, er liegt mich am Arsch. Aua. Hey! Sag mal! So einer bist du also, wa? Der Shield ist bald im Arsch. Ich muss ganz kurz warten, bis er da upgradet hat.
So, komm, Blau für Runde 2. Was? Was gerade passiert, Freunde? Nee, nee, nee. Oh, das kann ja jetzt nicht wahr sein, nee. Doch irgendwie dreimal auf den Schild gehauen und plötzlich soll der weg sein? Ernsthaft jetzt? Und vor allem müssen wir den Scheißschild nochmal neu herstellen. So, auf die Stufe meine ich halt. Och, Menno. Oh, come on. Oh. Was für ein Scheiß. Also, ihr habt doch gesehen, beim ersten Mal zuschlagen in die Schildleiste sind, glaube ich, im 5. runter. Und 2. und 3. Mal schlagen wir sind so hart gewesen, dass das Schild plötzlich weg war. Unglaublich. Dass er wohl wieder voll geheilt war. Die Peitsche halten, yeah! Er hätte jetzt theoretisch, ich weiß nicht, wie viel nochmal kurz rausgehen können, weil Autosafen so nochmal resetten, aber nee, komm, dann stelle ich ein Schild nochmal neu her. Sprich, ein Schild nochmal kaufen gehen, ein heiligen Schild halt. Upgraden, glaube ich, mit dem aktuellen Mitteln schwierig, zumindest auf eine Stufe, weil ich gerade zu wenig Finstermonde habe. Muss mal gucken. Ja. Deswegen habe ich auch zwei Schilde mitgenommen. Scheiße. So, die Peitsche, was macht die? Was die Peitsche halt so macht. Mechanismen aktivieren. Was auch sonst. Ja, so ein Stahlforstmeister drückt schon ordentlich Schaden rein, wa? Aber Schaden selbst ging, das war gar nicht so das Problem. Aber damals bin ich wieder hier. So, und theoretisch kämen wir jetzt auch schon bis hier oben hin. Oder sogar noch eine Ebene höher. Aber zumindest, oder? Also ich finde auch der Mechanismus hat Ähnlichkeiten zu Ocarina of Time, im Wassertempel dort. Ein Schlüssel in der Tiefe, genau, weil ich muss hier halt, da ist der Master Key. Oder Rosenschlüssel, wie auch immer der heißt. Und wenn der geöffnet ist, geht dort oben das Tor auf. So weit, so gut. Aber. Noch ein Schwein gehabt. Ich wollte natürlich. Ja, so geht es natürlich auch. Ja, den Paraschall ziehen, aber okay, machen wir es halt so. Mal gucken, was hier oben eigentlich so gibt. Ich darf erstmal das Wasser höher stellen. Ich glaube, hier kann ich eh nicht viel machen am Rand. Ein bisschen rutschen kann ich. Toll. Ich muss gleich mal Riedigerin sowieso da hoch. Aber nicht hier entlang. Ich kann. Doch, da eigentlich schon. Ich muss da rüber. Ups. So. Jetzt da in die Truhe hier habe ich schon geholt. Aber da gab es auch nicht mehr viel zumindest. Jetzt könnt ihr mir zumindest für den Rest der Folge noch umgucken. Yeah, peitschenmäßig ab hin und her schwingen. Wow, das war knapp. Was ich sonst noch machen könnte hier noch irgendwo noch die Karte ist. Das fände ich noch schön.
Die Dungeon-Karte, dankeschön. So geht aber eigentlich, oder? Ja, aber man sieht hier auch, die Flamme, Aura der Flamme. Das erste UG. Okay. Ein Schlüssel, da ist eine Vogelstatue. Da komme ich hier offenbar dann rein und wieder zurück. Da hier haben wir schon, da muss ich wohl erstmal die Tür noch aufmachen. Boah. Die Frage, wie komme ich denn so da überhaupt hin? Muss ich da irgendwie oben durch oder? Ja, zumindest hier schon und dann kann ich so rüber. Ja, okay, gut. Die Frage, wie mache ich es jetzt hier auf? Ja, so sicher mal nicht. Was ist denn das jetzt gerade, Link? Warte mal, was man mal versuchen könnte. Siehst du irgendwas mit Mechanismus im Rücken und so? Hier oben, ja, unten, links, rechts, da ist mir soweit klar. Das Ding geht doch ja später, oder? Was sah das jetzt nur so aus? Man kann die Dinger ja umdrehen, das wissen wir, ja. Dass er die umdrehen kann, auch manuell. Aha, wo dann? Vielleicht kommen wir jetzt doch schon hier hoch. Kein Wasser mehr. Ja gut, das hilft mir jetzt nur bedingt. Das Wasser hier ist trotzdem noch nicht angegangen. Da wäre nochmal eine Vogelstadt, aber da komme ich ja so nicht drüber. Hier. Nee, nee. Keine Chance, so. Das ist der Kacke, Mann. Soll ich jetzt nochmal rausgehen, ein Schild herstellen? Ich glaube, wir lassen uns da mit dem Schild noch Zeit. Das nächste Mal. Wenn wir hier generell wieder raus müssen, sage ich jetzt mal. Jetzt ist er halt zerbrochen, meine Güte, habe ich halt verkackt. Was soll's, kann passieren. Shit happens. Trotzdem muss ich irgendwie gucken, wie ich da jetzt irgendwie rüberkomme. Ich glaube sogar schon fast, Freunde, dass wir das in der nächsten Folge uns ein bisschen näher angucken werden. Wie das genau funktionieren soll. Muss man springen, Link? Springen und schwingen, aber hier ist irgendwie nichts zu machen. Das Einzige, was ich eventuell, ich glaube, ich bezweifle irgendwie ein bisschen, dass er durchkommt. Dass generell auch nichts ist, aber wenn das etwas wäre, wo ich dann irgendwie die andere Seite kommen müsste. Ja, da muss er, glaube ich, auch nochmal tiefer gehen, war in der Mitte. Tut mir leid, kleiner Phönix, oder was auch immer das für ein Viech gewesen sein soll. Aber ja, wenn ich gerade so überlege, erstes UG. Gut, hier steht so eine Truhe, da war noch gar nicht. Ich dachte gerade, dass vielleicht irgendwie EG, dass man hier in die Mitte muss und dann halt nochmal runterfällt, oder wo wir halt ein Dingplatt gemacht haben. Ein Stahlforstmeister. Das ist doch nochmal
eben weiter unten noch weitergehen würde oder könnte. Das wäre noch eine Option. Sonst sehe ich gerade irgendwie nicht, wie wir hier weiterkommen sollen. Wo sich Link eigentlich durchquetschen könnte. Also eigentlich müsste es funktionieren, aber hey. Es ist Link, was erwarten wir da schon Großes? Und ja, hier, meine Wasserfall ist abgeschaltet. Aha, warte mal. Einfach logisch überlegen, Freunde. Der Weg, der vom ersten UG ins EG führt. Hier, wo wir nicht durchkommen. Vom EG, aber hier ist offenbar ein Weg. Das heißt, wir müssen doch hier jetzt schon rein. Und seien wir ehrlich, wenn wir uns mal da ein bisschen gucken. Ist da unten nicht vielleicht irgendwie etwas, was ich vorhin mir so dachte von wegen, der scheiß Wasserfall ist im Weg. Ja, jetzt ist er nicht mehr im Weg, wa? Nee, jetzt plötzlich nicht mehr. Schon creepy, wa? Aber okay, das will jetzt mehr, Freunde, in der nächsten Folge zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Bis dahin, ciao zusammen.